stark, zusammen sind wir unschlagbar. Wer macht die schärfsten Kopfball? Wer schießt die meisten Goal? Denkt immer zuerst das Team und bleibt sich selber treu. Darum mach's wie Debbie, mach's wie Debbie, Sascha. Now the USA have it, and they've just got to get everybody forward now. No self-defense anymore now. Sascha sitzt in der Schule und sollte eigentlich aufpassen. Aber sie ist gerade ein bisschen am Träumen. Gestern hat sie nämlich wieder ein neues Video von der Abby Wambach gesehen. Von ihrem schönsten Goal. Sascha ist der grösste Fan von der Abby Wambach. So wie sie möchte sie auch einmal shooten. Ja, genau. Kann mir jemand einen Namen einer Bundesrätin nennen? Sascha? 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 Kannst du mir einen Namen einer Bundesrätin nennen, bitte? Abby Wambach. Wie bitte? Abby Wambach. Abby Wambach? Nein, das ist keine Schweizer Bundesrätin, Sascha. Wer ist Abby Wambach? Das ist die beste Fußballerin der Welt. Also, sie ist mal gewesen. Romy, bitte Ruhe. Ich habe Sascha gefragt. Sag mal das mit dem Goal. Romy. Ja, also, sie hat viele Goals geschossen, also für die USA. Sie hat sogar mehr Goals geschossen als Ronaldo, Maradona und Messi zusammen. Wer's glaubt? Das stimmt im Fall Noah. Noah, Romy, bitte. Das scheint ja wirklich eine gute Fußballerin zu sein. Ja, und vielleicht wäre sie auch noch eine gute Bundesrätin. Ja, ist gut, Sascha. Und jetzt fertig mit Träumen und besser zuhören. Dann hat zum Glück die Glocke geschellt und die Schule war aus. Sascha und Romy sind losgerannt auf den Pausenplatz, wie immer mit den Buben shooten. Die beiden spielen zusammen im Verein und sind ein super Team und shooten gerne mit den Buben. Gerade als Sascha nach einem Pass von Romy ein Goal gemacht hat, kommt Noah auf die beiden zuzurennen. Hey, wisst ihr, wer die neue Abby Dingsbums wird? Wie meinst du das? Ja, einfach, weil die neue beste Fußballerin der Welt wird. Ja, Sascha denkt. Nein, schaut mal dort rüber. Dort steht sie. Sie ist neu. Ich habe sie gesehen shooten, die ist mega gut. Dort, wo der Noah hinzeigt, steht ein Mädchen, das Sascha noch nie gesehen hat. Sie hat braune Locken, ist gross und die Mädchen der Parallelklasse stehen um sie herum. Dann dreht sie den Kopf. Ihre Locken wippen im Wind und dann schaut sie direkt zu Sascha. Sascha schaut schnell weg. Okay, sie kann ja morgen mal mitspielen. Ich muss gehen. Okay, tschüss. Sascha geht heim, isst etwas zu Vieri und dann macht sie sich parat fürs Training. Wie immer zieht sie ihr Abby Wambach-Liebli an. Hinten drauf steht Wambach, auf Englisch Wambach. Und unten dran Nummer 20. Es ist das Original-Liebli. Ihr Vater hat es in den USA bestellen. Und dann geht sie ins Training. Wo sie aus der Garderobe aufs Feld rauskommt, traut sie ihren Augen nicht. Wer steht dort? Die Neue. Von Nähem sieht sie noch besser aus. Sie hat grüne Augen, ist ein bisschen geschminkt und hat Schälnägel. Der Kurt, der Trainer, steht neben ihr. Ciao zusammen. Wie ihr seht, haben wir Verstärkung bekommen. Das ist Triana. Und dann fängt das Training an. Der Noah hat recht gehabt. Triana ist gut. Sogar sehr gut. Sie kann super jonglieren, ist schnell, dribbelt alle aus und kann mit beiden Füßen schiessen. Der Kurt, der Trainer, ist begeistert. Rihanna dort, Rihanna da. Schaut mal, wie Triana. Sascha kann es schon gar nicht mehr hören. Sie merkt, wie sie richtig schlechte Launen bekommt. Und dann auch noch das. Normalerweise spielt sie mit der Romy im Mittelfeld, auf der wichtigsten Position. Aber auf einmal hat der Kurt der Rihanna gesagt, sie soll dort spielen. Und Sascha musste in die Verteidigung. In die Verteidigung. Geht's eigentlich noch? Sascha hat sich zusammenreissen, dass sie nicht einfach davon gelaufen ist. Am Schluss des Trainings sagt der Kurt, die Rihanna sei wirklich eine Verstärkung fürs Team. Und dann sagt er noch etwas. Hey Modi, hört schnell gut zu. Wenn ihr nächste Saison erst werdet, dann gibt es ein neues Finalspiel. Dann könnt ihr auf Bern in ein richtiges Stadion. Ins Stade de Suisse. Was? Wirklich? Ins Stade de Suisse? Sascha schaut zu der Romy. Das haben sie doch schon immer mal wollen. In einem grossen Stadion spielen. Aber die Romy ist mit der Rihanna am Schwätzen.
Und die schaut mit einem giftigen Blick zu der Sascha über. Sascha packt hässig ihr Zeug, geht heim, direkt in ihr Zimmer, schmeißt ihre Tasche in eine Ecke und hockt aufs Bett. So schlecht gelaunt war sie schon lange nicht mehr. Die Wände von ihrem Zimmer sind voller Abby Wambach-Bilder. Und auf dem Boden liegen schön verteilt noch ein paar neue, die sie gestern ausgedruckt hat. Sie nimmt eins und schaut es genau an. Es ist das Foto vom Nationalteam der USA, wo es Weltmeisterinnen geworden sind. Die Abby hauert vorne in der Mitte, alle Spielerinnen lachen und sehen sehr glücklich aus. Und unten dran steht in grossen Buchstaben Strong, alone, unstoppable together. Alleine stark und zusammen nicht stoppen. Sie holt Kleberli, steht aufs Bett und hängt das Bild an die Decke neben ihr Lieblingsposter von der Abby Wambach. Dann liegt sie ab, auf den Rücken und schaut es an. Jetzt ist sie schon etwas besser gelaunt. Sascha überlegt. Allein ist man stark, aber zusammen unschlagbar. Verteidigerinnen braucht es halt auch in einem Team. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, in der Verteidigung zu spielen. Und wenn es fürs Team besser ist, da klopft es an die Tür. Der Niki, der Bruder von der Sascha, streckt den Kopf ins Zimmer. Oh nein, noch mehr Abby-Bilder. Du mit deiner Abby. Und du mit deiner Katzenmusik. Hey, nichts gegen meine Musik. Ich bin ein Songwriter. Ja, klar. Weißt du, was der Kurt heute im Training gesagt hat? Dass du so gut spielst wie die Abby? Nein, die kennt er wahrscheinlich nicht einmal. Aber er hat gesagt, wenn wir die nächste Saison erst werden, dann können wir auf Berns Final spielen. Im Stade de Suisse. Hallo, im Stade de Suisse. Sascha, hast du vergessen? Shooten interessiert mich nicht. Niki, stell dir vor. Die Skiwerfer gehen an und unser Team läuft aufs Feld. Romy, Carla, Leandra, rundum ein Stadion und die Zuschauer jubeln. Das muss echt ein Hammer sein, so einem Stadion zu spielen. Mhm. Und diesen Match kommst du dann auch mal schauen. Was? Nein, nie im Leben. Komm jetzt. Nein, sicher nicht. Bitte. Ihr werdet ja eh nicht Erste. Wetten wir schaffen es? Eh nicht. Okay, wenn wir es schaffen, dann musst du den Match schauen kommen. Boah. Okay. Aber wenn ihr es nicht schafft, dann kommst du mit mir an die Bahnhofstrasse. Ich spiele Ukulele und du singst. Vor allen Leuten. Das kannst du nicht machen. An Match ist für mich auch eine Strafe. Okay, dann halt. Abgemacht? Abgemacht. Fürs nächste Training hat sich Sascha vorgenommen, so eine richtig gute Verteidigerin zu sein. Aber der Kurt hat dann Romy in die Verteidigung da und Sascha hat wieder im Mittelfeld spielen. Mit der Rihanna zusammen. Die hat recht rumgeschaut und Sascha hat sich genervt. Sie hat der Rihanna gerade extra nie einen Pass gegeben und das Spiel hat überhaupt keinen Spass gemacht. Zum guten Glück haben sie am Schluss noch ein bisschen Penalty geübt. Das macht Sascha nämlich gern und sie hat fast jeden versenkt. Oh, ich hätte noch ein bisschen länger Penalty schiessen. Hey Diana, dein Liebling von Ronaldo ist voll cool. Ja, ist der beste Spieler der Welt. Ich finde, sieht nicht mehr besser aus. Der Shakiri ist der schönste. Da schaut Triana zu der Sascha über. Was hast du eigentlich für ein Liebling, Sascha? Vom Wambach? Es heisst Wambach. Und Abby Wambach ist eine Frau. Echt? Also spielt die in der Schweiz? Wie sieht die aus? Nein, sie hat für die USA gespielt. Sie hat mehr Goals geschossen als der Ronaldo, der Maradona. Boah, ist das die? Die sieht aus wie ein Mann. Schaut mal. Ja, voll wie ein Mann. Die ist sicher lesbisch. Ja und? Und du, bist voll der Fan von der? Ja, sie war einfach die Beste. Sie hat in der National... Und Frisur hast du auch von ihr? Obwohl Frisur kann man dem nicht gerade sagen. Eher so schnipp-schnapp alles ab, oder? Sascha weiss nicht mehr, was sagen. Sie packt ihr Zeug, rennt raus
und stampft über den dunklen Sportplatz. Die dumm-doof Rihanna. Wie kann man nur so gemein sein? Und die anderen haben voll mitgemacht. Sascha, warte schnell, ich komme auch. Die Carla kommt zu rennen. Ja, voll daneben. Ja. Musst es nicht zu ernst nehmen. Vielleicht meint Rihanna ja gar nicht so. Doch, sicher. Sascha merkt, dass alles vor ihren Augen verschwimmt. Und dann laufen ihr Tränen die Backen durch ab. Ich muss jetzt heim. Ciao. Okay, tschüss. Sascha fängt an zu rennen. Sie brüllt und rennt, bis sie daheim ankommt. Sie geht in ihr Zimmer, schlägt die Türe zu, kumpelt aufs Bett und vergrabt ihr Gesicht im weichen Küssi, bis alles draussen ist. Vor dem nächsten Training hat Sascha ein bisschen Schiss. Die anderen finden sie sicher auch doof, wie sie das letzte Mal einfach abgehauen ist. Darum geht sie ein bisschen früher. Dann kann sie sich allein in der Garderobe umziehen und raus, bevor die anderen kommen. Aber wo sie in die Garderobe kommt, ist voll schon jemand da. Und es ist nicht irgendjemand. Nein, es ist Rihanna. Hoi. Sascha geht ohne etwas zu sagen in anderen Ecken der Garderobe. Ihr ist ganz heiß und ihr Herz schlägt wie verrückt. Ganz langsam und steif zieht sie sich um und ist froh, wo die Carla reinkommt. Sie hockt neben Sascha her und schaut sie mit ihren grossen Augen an. Hoi Sascha, wie geht's? Ganz okay. Dann kommt Romy. Hallo zusammen. Hoi, Romy. Sie hockt auch neben Sascha und erzählt etwas Lustiges von der Schule. Alle müssen lachen und es kommen noch mehr und erzählen laut durcheinander, machen Witz, giggeln. Und dann redet sie noch über das Stade de Suisse. Rihanna meint, dass sie das schaffen werden. Die anderen finden aber, das sei leider nicht so einfach. Ihre Gegnerinnen sind zum Teil sehr stark. Aber wenn sie richtig gut trainieren, dann haben sie schon eine Chance. Und sie schwören einander, dass sie alles werden machen, damit sie Erste werden. Und wo sie zusammen aufs Feld gehen, ist es für Sascha schon fast wieder wie früher. Von weitem sieht sie, dass nicht der Kurt, ihr Trainer, dort steht, sondern jemand anders. Der Vereinspräsident, der Herr Fröhlich. Komisch. Wo alle Mädchen um ihn herumstehen, fängt er mit einem ernsten Gesicht an zu reden. Ein lieber Gruß vom Kurt. Merci. Er hat sich gestern beim Shooten sein linkes Kreuzband gerissen und es ist darum ausgeschlossen, dass er euch heute ein Training gibt. Ich habe gerade mit ihm telefoniert und er hat mir dann gesagt, dass er eigentlich am liebsten gerade ganz möchte aufhören als Trainer. Er hätte einfach zu wenig Zeit. Ich bedauere das sehr. Ich glaube nämlich nicht, dass wir wieder einen Trainer für euch finden. Es ist schon genug schwer für die Buben einen zu finden. Wir haben einfach zu wenig Geld. Wir vom Vorstand haben darum schweren Herzens entscheiden müssen, dass wir uns jetzt nur noch auf die Bubenabteilung konzentrieren müssen. So leid es mir tut, euer Team wird aufgelöst. Nein. Sascha trifft den Schlag. Was hat der Mann da gerade gesagt? Sie schaut zu der Carla, zu der Romy. Der Vereinspräsident läuft zackig zu seinem Auto. Die Mädchen schauen ihm nach. Er fährt weg und dann fangen sie an, wie wild durcheinander zu reden. Was hätte jetzt das gerade sollen? Ist das wirklich wahr? Ihr Team aufgelöst? Rihanna findet nur, das sei ein Riesenwitz. 2 Trainings und schon sei fertig. Und dann geht sie einfach. Sascha schaut ihr an. Sie ist total durcheinander und kann gar nicht mehr normal denken. Sogar die Romy sieht ratlos aus. Niemand weiss mehr recht, was sagen. Und dann gehen alle heim. Auch Sascha. Sie geht in ihr Zimmer und bleibt mitten drin einfach stehen. Kein Training mehr. Kein Team. Kein Spiel, kein Spass mehr mit den Freundinnen. Sie lässt sich schlapp aufs Bett fallen. Sascha? Der Niki, ihre Brüder, macht die Türen auf. Niki, die wollen unser Team auflösen. Was? Wieso? Der Kurt hört auf und sie wollen keinen Trainer mehr für uns suchen. Sie wollen sich jetzt auf die Buben konzentrieren. Alles Geld für die Buben ausgeben. Dabei kostet mir sicher nicht viel. Wir shooten ja mit den alten Böllen der Buben. Und trainieren auf dem schlechtesten Platz, hinterst hinten, dort, wo niemand sonst trainieren würde. Echt? Das habe ich gar nicht gewusst.
Weißt du, was ich letztens gelesen habe? Der FC Basel hat irgendein Jubiläum gehabt. 100 Jahre oder so. Und die Frauen vom Frauenteam mussten Lösi verkaufen und Sandwich essen. Und die Männer sind da gesessen und haben es mega zur Nacht bekommen. Echt? In welchem Jahrhundert leben die? Ja, es ist alles so unfair. Und jetzt versuche ich Geld aufzutreiben für uns Mädchen, dass wir weiter trainieren können. Ich weiss nur noch nicht wie. Wie wär's mit einem Banküberfall? Ich würde auch helfen mit dem Planen. Niki, hör auf, es ist nicht lustig. Ich muss überlegen. Sascha überlegt. Sie könnte jeden Abend babysitten. Aber bei wem? Oder sie könnte Schulhaus putzen. Aber das kann man nur in den Ferien. Und sowieso, bis sie allein so viel Geld beieinander hat. Sie schaut das Poster an der Decke an. Von der Abby ihrem Team. Zusammen unschlagbar. Together forever. Ich habe eine Idee. Ich weiss, was wir machen. Wir machen es zusammen. Sascha nimmt ihr Handy, schreibt eine Nachricht in den Teamchat und wartet gespannt auf die Antworten von ihren Freundinnen. Schade. Doch kein Banküberfall. Alle Mädchen vom Team stehen bei der Sascha in der Küche und backen wie verrückt. Sie haben die Idee von der Sascha super gefunden. Ein Kuchenverkauf. Die eine rührt Teig, die andere tut Zucker anwägen, ein Blech wird in den Ofen geschoben, nur 2 fehlen. Romy und Triana. Triana hat gefunden, das hat doch der Vereinspräsident entschieden. Da können wir nichts machen. Und Romy? Wow, heute zusammen sind wir schon voll dran. Ja, bist ein bisschen spät, Romy. Wir sind schon fast fertig. Ja, sorry, ich habe noch schnell am Vereinspräsidenten angerufen und habe gefragt, wie viel unser Team pro Jahr kostet. Er so, mindestens 1000 Franken. Was? Oh mein Gott! Ja, 1000 Stutz, Liebli, Platzmiete, der Trainer. Keine Ahnung, mega viel. Komm, das schaffen wir. Wir müssen einfach genug backen. Genau. Alles Geld vom Kuchenverkauf wollen sie dann am Vereinspräsident persönlich vorbeibringen. Wenn er genug Geld fürs Team hat, dann kann er es auch nicht auflösen. Und um einen Trainer zu finden, haben sie entschieden, einen Flyer zu machen. Sascha geht in ihr Zimmer und stellt den Computer an. Da streckt Carla den Kopf ins Zimmer. Machst du den Flyer? Soll dir helfen? Ja, gern. Wow, du hast einen für Poster von der Abby Wambach. Was findest du denn eigentlich so speziell an ihr? Weiss auch nicht. Ich finde sie einfach eine mega Spielerin und auch sonst als Person. Irgendwie macht sie mir Mut. Also, wie denn? Keine Ahnung. Zum Beispiel sagt sie, dass man sich selber sein sollte, egal wie man ist. Man sollte immer an sich glauben. Manchmal ist das aber auch schwierig. Ja, eben. Aber wenn sie das sagt, dann hat man das Gefühl, man schafft es. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Die Carla hockt neben Sascha an. Sie sind noch nie so allein nebeneinander gesessen und Sascha wird fast ein bisschen aufgeregt. Sollen wir es im Word machen? Ja, am besten schon. Darf ich? Ich mache das mega gern. Ja, sicher. Also, Mädchenteam... Nein. Motiviertes Mädchenteam sucht Trainerin. Genau, Trainerin. Sascha schaut Carla von der Seite an. Die Carla hat ganz viele Märzentüpfel im Gesicht. Das hat sie irgendwie noch gar nie gesehen. Komisch. Und schon gar nicht von so nahe. Es sieht super aus, all die Märzentüpfel. Dann schaut Sascha wieder auf den Kompi. Irgendwie ist sie ein bisschen zu unteropsi. Die Carla ist auch schnell mit dem Flyer fertig. Die Sascha ist richtig beeindruckt. Sie drucken es farbig ausdrucken und dann gehen sie zurück in die Küche. Die anderen Mädchen stehen mitten in einem riesigen Chaos. Überall hat es Mehl, dreckiges Geschirr, klebrigen Zuckerguss. Auf dem Tisch stehen 15 Guetzli-Schachteln voller Muffins, Küchen und als Special Cake-Pops-Kugeln in der Clubfarbe rot-weiss. Dann machen sie noch ein Plakat und schreiben drauf: «Kauft Süßes, das Mädchenteam muss weiterleben.» Und dann gehen sie.
Romy und Leandra holen daheim noch ein Campingtischli und sie stellen alles neben den Brunnen vom Quartierzentrum. Die Cake Pops haben sie auf lange Holzstäbchen aufgespießt und dann in Gläser gestellt. Es sieht super aus, wie in einer richtigen Konditorei. Dann erklären sie allen, die vorbeikommen, warum sie Geld brauchen. Ein paar Leute kaufen voll etwas. Es läuft gar nicht so schlecht. Okay, jetzt haben wir schon über die Hälfte verkauft. Carla, wie viel hat schon im Kesseli? Genau 114 Franken. Erst. Dann schaffen wir es ja nie auf 1000 Stutz. Hey Sascha, du siehst alles immer so negativ. Du musst sagen, wir haben schon 114 Franken. Ja, aber es wird trotzdem schwierig. Schwierig schon, aber es ist ja noch nicht fertig. Da sehen sie Triana über den Platz laufen, im Schlepptau der Noah. Hey, was läuft? Hallo zusammen. Wie viel haben ihr schon verkauft? Wir haben schon 114 Franken. So viel? Was ist das für ein Flyer? Motiviertes Mädchenteam sucht Fußballtrainerin. Hey, ich könnte ja doch trainieren. Ich mache zu das. Noah, heb den Latz. Darf ich einen Muffin? Ja, das kostet aber 2 Stutz. Das ist ja voll übertrieben. Ich habe aber kein Geld dabei. Ja, Pech, Rihanna. Wir sammeln eben für unser Team. Bitte, Romy, nur ein Muffin. Okay, dann nimm halt einen und dann hau ab. Merci. Tschüss zusammen. Bye, bye, Ladies. Ah, sind die doof. Komm, Sascha, auf eins mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht drauf an. Weisst, wir versuchen wenigstens uns zu wehren. Dann muss sie nicht einfach einen Muffin nehmen. Ich finde es auch total daneben von der Rihanna. Oh, ehrlich, ich tue nicht mehr so schwierig. So macht es wirklich keinen Spaß. Ich muss im Fall langsam heim. Da ist Geld von unserem Tisch. Das sind 104 Franken. Dann packen wir halt zusammen, wenn es keinen Spass macht. Wie viel Geld haben wir jetzt? Genau 218 Franken. Ja, bravo. Und Flyer haben auch niemand interessiert. Außer der Noah. Sascha liegt frustriert auf dem Sofa. Es hat sich niemand auf den Flyer gemeldet und mit 218 Franken kommen sie nicht gerade weit. Der Niki hockt auch auf dem Sofa. Meinst du lange das nicht? Vielleicht braucht der Vereinspräsident nicht genau 1000 Franken. Nein, das ist zu wenig. Das ist peinlich. Da piepst ihr das Handy. Schau, Carla hat geschrieben, ich habe sonst noch 90 Franken Sackgeld. Dann haben wir 308 Franken. Carla ist cool. Die Leandra hat 50 Franken. Wollte auf Kopfhörer sparen. Egal. Und so ist es weitergegangen. Immer mehr Mädchen aus dem Team haben ihr Sackgeld gespendet. Sie sind schon bei 750 Franken. Da holt Sascha ihr Kessel und zählt ihr Geld. 44. Ui, nein. Nur 44 Franken. Ich gebe auch noch 20 Stutz. Bist du sicher? Du hasst doch Fußball. Ich gebe das Geld auch nicht am Fußball, sondern euch. Du bist einfach der Beste. Ich zahle das zurück. Niki gibt uns 20 Franken. Das macht 814. Das langt vielleicht. Alle Mädchen vom Team schicken Herzli und Küssli für den Niki. So einfach geht's um 15 neue Verehrerinnen. Dann piepst das Handy von der Sascha schon wieder. Romy, gesucht Fußballtrainerin für super motiviertes Mädchenteam. Bitte weitersagen. Coole Idee. Schick mir's, dann teile ich's auch. Ja, alle müssen das weiterschicken. Das ist ja mega. Ja, und alle haben es weitergeschickt. Die Nachricht von der Romy ist sicher um die halbe Welt. Und dann hat das Warten angefangen. Sascha hat ihr Handy nicht mehr aus den Augen gelassen. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage sind vorbei. Nichts. Die Carla, die Romy und alle anderen schicken frustrierte Emojis und jedes Mal, wenn ihr Handy piepst, hat Sascha fast einen Nervenzusammenbruch. Aber dann, Sascha wird das nie vergessen. An einem Mittwochnachmittag, am 24 ab 4 Uhr, piepst ihr Handy. Sie nimmt's, macht die Nachricht auf und liest. Hallo, ich bin Sonja. Ihr sucht eine Trainerin? Ich habe Lust und Zeit. Sascha ist schier ausgeflippt. Schnell hat sie zurückgeschrieben und die anderen informiert.
Und dann hat sich sogar noch herausgestellt, dass Sonja eine ehemalige Nationalligaspielerin ist. Eine Verteidigerin. Sascha hat ihr Glück nicht fassen. Am nächsten Tag sind alle Mädchen vom Team zum Vereinspräsidenten gegangen. Der hat schon ein bisschen gestaunt, vor allem, dass sie so schnell eine Trainerin gefunden haben. Und 814 Franken? Ihr meint es wirklich ernst? Gut, ihr habt mich überzeugt. Ihr könnt wieder trainieren, und zwar wie vorher, am Dienstag und am Donnerstag vom 5 bis am 7 auf dem Platz 6. Die Mädchen sind vor lauter Freude im Büro vom Vereinspräsidenten umgekumpelt, haben gejubelt und sich umarmt. Sie haben es geschafft. Sie dürfen wieder shooten. Danke, Herr Fröhlich. Wir gewinnen die Meisterschaft und dann können Sie ins Stade-Finale schauen. Nur nicht zu übermütig. Jetzt trainieren wir zuerst einmal ein bisschen mit der neuen Trainerin und dann schauen wir dann weiter. Ja, und dann ist endlich der Tag vom ersten Training mit der Sonja gekommen. Sascha war ganz aufgeregt. Wie ist sie echt? Und kommt Triana echt auch wieder? Ganz im Geheimen hat sie gehofft, dass sie nicht mehr kommt. Aber wo Sascha am Dienstag super gelaunt in die Garderobe läuft, hockt Triana schon fertig angelegt in ihrem Ronaldo-Shirt dort und wartet. Sascha will sich die Laune nicht verderben lassen und sagt gerade extra total nett. Hoi Anna, wie geht's? Hoi. Es war voll langweilig ohne Training. Es kommen immer mehr Mädchen in die Garderobe. Alle sind aufgeregt. Sie warten aufeinander und dann gehen sie zusammen voraus aufs Feld. Als Team. Sascha fühlt sich super. Am liebsten würde sie vor Freude auf dem Rasen herumgumpen. Von weitem sieht sie Sonja. Sie hat kurze Haare. Mit einem breiten Grinsen nimmt sie die Mädchen in Empfang. Hallo zusammen. Hallo. Ich bin Sonja. Ihr seht ja super aus. Seid ihr motiviert? Ja! Ich freue mich auf das erste Training mit euch. Hey, was hast denn du da für ein cooles Liebli? Sonja zeigt auf Sascha. Von der Abby Wambach. Du hast voll ein Abby Wambach-Liebli. Wie genial ist denn das? Die Abby war meine Lieblingsspielerin. Ihre Kopfballgoal, legendär. So, Mädels. Aber jetzt wird trainiert. Wir sind ja nicht da zum Schwafeln. Los, hopp! Schnappt euch Ball. Ich will sehen, was ihr drauf habt. Ja! Sascha schnappt sich auch einen Ball, spielt ihn zu der Romy und sprintet los Richtung Goal. Sie kommt den Böllen wieder über und haut ihn direkt ins Lattenkreuz. Sascha jubelt, rennt weiter, rennt und kumpelt vor Freude. Sie war, glaube ich, noch nie so glücklich wie in diesem Moment. In den nächsten paar Wochen trainieren Sascha und ihr Team wie verrückt. Sonja ist einfach super. Sie bringt den Mädchen viele neue Sachen bei, ist lustig, locker, aber gleich streng. Triana hat sich langsam auch an Sonja gewöhnt. Am Anfang hat sie nicht recht mitgemacht, hat fast nichts mehr gesagt und mehr so herumgeschaut. Sie hat die anderen voll genervt. Aber jetzt hat sie sich beruhigt und alle sind froh, wie sie wissen, mit der Triana sind sie eindeutig besser als ohne. Und dann fängt die Meisterschaft an. Vor dem ersten Spiel dreht Sascha fast durch vor Aufregung. Ja, alle sind irgendwie total nervös. Und so sieht dann auch das Spiel aus. Sie spielen nicht gut zusammen, machen kein Goal und nur dank der Carla verlieren sie nicht. In den letzten Minuten wehrt sie nämlich einen Böllen auf der Goallinie ab. Das zweite Spiel verlieren sie. 5:0. Gegen eine so auftakelte, mega ehrgeizige Mädchen vom Obersee. Nach diesem blöden Spiel ist Sascha sicher 3 Tage schlecht gelaunt. Im nächsten Match sind sie kurz vor dem Schlusspfiff wieder 0:1 im Rückstand. Sascha steht verzweifelt im Strafraum der Gegnerinnen. Die Romy hat den Böllen, flankt den Sascha. Sascha sieht den hohen Ball auf sie zukommen, macht die Augen zu, gumpet und köpft den Ball direkt ins Netz. Ja! Goal! Genau wie es Abby Wambach gemacht hat. Aber Sascha hat sich nicht recht freuen. Sie haben in 3 Spielen noch 2 Punkte geholt. Wenn sie so weitermachen, werden sie nie im Leben Erste. Auch die nächsten Matches laufen nicht gut. Nach der Vorrunde sind sie zweitletzt von 7. Sascha ist verzweifelt. So hat sie sich das nicht vorgestellt. Aber nach dem letzten Match
trommelt Sonja das ganze Team zusammen. Hört mal. Eine Freundin von mir hat ein Lagerhaus im Tessin. Sie hat mir gestern angerufen und gesagt, es haben kurzfristige Gruppen abgesagt und das Lagerhaus wird jetzt die erste Ferienwoche leer stehen. Wenn ihr also wollt, könnten wir dort ein paar Tage ins Trainingslager gehen. Was? Mega! Wollt ihr? Ja! Wir gehen auf Mallorca, ich kann nicht kommen. Schade, Adriana. Ja, dann trainierst du halt ein bisschen zu Mallorca. Also, Mädels, dann tue ich das einfädeln. Sascha ist ganz aus dem Häuschen. In ein Trainingslager. So genial. Das Lagerhaus ist riesig und steht direkt an einem See. Und auch sonst ist es für Sascha wie im Paradies. Den ganzen Tag Training. Sie üben Freistöße, Doppelpass, Zweikämpfe, Eckball und sie machen Krafttraining mit Hanteln. Sascha hat das noch nie gemacht. Zuerst fühlt sie sich ein bisschen komisch. Aber Sonja sagt, das gehöre einfach dazu, wenn man eine gute Fußballerin werden will. Zwischendurch haben sie auch ein bisschen Freizeit. Sascha ist dann am liebsten mit der Carla zusammen. Sie verstehen sich einfach super und sind auch im gleichen Zimmer. Am letzten Nachmittag üben sie noch Penalties. Sonja gibt dem Mädchen einen Tipp. Sie sollen der Goaliefrau nie in die Augen schauen. Die könnte sonst herausfinden, in welche Ecke sie schiessen wollen. Die Mädchen probieren es aus. Und bei der Sascha funktioniert es wirklich. Jeder Penalty geht rein. Es ist wie verzaubert. Nach dem letzten Training trommelt Sonja alle zusammen und sagt, dass Sascha ab jetzt in dem Match immer die Penaltys für ihr Team schiessen soll. Sascha platzt schier vor Stolz. Wenn das Triana wüsste. Am letzten Abend sieht Sascha, wie Carla allein am Seeufer sitzt. Sie läuft zu ihr und sitzt neben sie her. Hallo. Hallo Sascha. Findest du es auch schade, dass es schon fertig ist? Ja, mega. Es war so genial. Wir sind viel besser geworden, oder? Irgendwie, ich weiss auch nicht. Wir spielen viel besser zusammen. Oder ich weiss auch nicht, was es ist. Ja, vielleicht sind wir auch jede Einzelne noch besser geworden. Und darum spielen wir auch besser zusammen. Ich meine, wir haben schon krass trainiert. Mhm. Und Sonja ist einfach eine mega Trainerin. In der Rückrunde schlimmer alle. Ja, hoffentlich. Stell dir vor, wir würden erst werden. Ja, das wäre genial. Als Finale ist Stade Suisse. Sie schauen zusammen auf den See raus. Ihre Schultern berühren sich ein bisschen. Nur fein. Aber Sascha spürt es ganz genau. Es fängt fast ein bisschen an zu kribbeln. Sie würde am liebsten für immer so dort sitzen. Ganz nahe neben der Carla. Sascha weiss auch nicht recht, wieso. Aber sie fühlt sich einfach wohl. Hey Sascha, Carla, wir schauen noch einen Film. Kommen wir auch? Ja, wartet, wir kommen gerade. Die Carla schaut Sascha an und lächelt. Dann nimmt sie ihre Hand und zusammen rennen sie zum Lagerhaus zurück. Vor dem ersten Match in der Rückrunde ist Sascha total aufgeregt. Sonja hat von den Mädchen noch mal wissen, was denn eigentlich ihr Ziel sei für die letzten 6 Matches der Meisterschaft. Alle haben gefunden, das sei doch total klar. Sie wollen einfach erst werden. Genau das wollte ich hören. Ich will nämlich auch ins Stade Suisse mit euch. Aber dann müssen wir wahrscheinlich alle Match gewinnen. Ihr müsst von Anfang an Vollgas geben. Ist euch das bewusst? So total bewusst war das den Mädchen nicht. Beim Umziehen sind sie ganz ruhig. Niemand redet. Dann hat Romy eine Idee. Um sich Mut zu machen, sollen alle miteinander einen Kreis machen und sich an den Schultern heben. Sogar Triana macht mit. Dann ruft Romy: Wir sind heute so gut wie noch nie. Heute gewinnen wir. Genau! Wir versuchen schön ruhig zusammenzuspielen. Genau! Denen zeigen wir's. Genau! Zusammen sind wir unschlagbar. Ja! Jetzt freut sich Sascha endlich wieder einmal ein Match. Wo sie aufs Feld rausrennt, schaut sie zu der Sonja über. Die steht ganz ruhig an der Seitenlinie, die Arme verschränkt
Und wo sie Sascha sieht, lacht sie und streckt den Daumen in die Höhe. Sascha fühlt sich gut und stark. Dann fängt der Match an. Die Mädchen spielen schön zusammen, total konzentriert. Und es geht nicht lang, dann machen sie schon das erste Goal. Jetzt ist es, als könnten wir sie nicht mehr bremsen. So gut gespielt haben sie noch nie. Sascha fühlt sich wie in einem Film, als wäre es nicht wahr. Alles funktioniert und am Schluss gewinnen sie 3:0. Das zweite Spiel ist gegen die auftakelten Mädchen vom Obersee. Gegen die spielen sie, als hätten sie noch nie verloren. Die Angeberinnen faulen zwar die ganze Zeit, aber sie haben einfach keinen Stich. Sascha und ihre Freundinnen glauben selber fast nicht, wie gut sie sind. Sie gönnen und gönnen. Und dann kommt das letzte Spiel. Das dürfen sie einfach nicht verlieren. Die Mädchen sind besonders aufgeregt. Irgendwie klappt ihr Zusammenspiel nicht so gut. Zum Glück verheben wenigstens ihre Verteidigung und die anderen machen auch kein Goal. Aber kurz vor dem Schluss kommt Triana den Böllen über. Sie dribbelt 3 Gegnerinnen aus und haut den Böllen dann extrem scharf in den linken Ecken runter. Ja! Goal! Die Mädchen rennen wie wild aufeinander los und umarmen sich. Der Schiedsrichter pfeift ab. Sie haben es geschafft. Sie haben am meisten Punkte. Sie sind erst. Unglaublich. Sie dürfen als Finale ins Stade de Suisse. Stade de Suisse! Stade de Suisse! Wo sie nach dem Match in der Garderobe feiern, kommt Sonja rein. Mit einer Flasche Kinderchampagner. Sie schüttelt ihn, lässt den Zapfen klopfen und spritzt den ganzen Champagner in der Garderobe umeinander. Alle geissen und stürzen sich auf Sonja und dann gumpen sie zusammen im Kreis. Stade de Suisse! Hey, Mädels, hört mal zu. Ich lade euch jetzt auch in die Pizzeria ein. Das müssen wir feiern. Ihr seid die Besten! Nein, du bist die Beste! Sonja! Dann gehen sie in die Pizzeria. Sascha sitzt neben der Carla und der Romy und sie haben es lustig. Als Sascha heimkommt, geht sie ins Zimmer und schaut ihr Abby Wambach-Bild an. Abby, wir haben es geschafft. Sascha ist so richtig glücklich. Dann geht sie zum Niki. Sie hat ja die Wette gegen ihn gewonnen. Sie sind Erste geworden. Jetzt muss er den Match von ihr schauen. Er sieht nicht sehr begeistert aus und findet es vor allem schade, dass Sascha jetzt kein Lied auf der Bahnhofstrasse singen muss. Das wäre lustiger gewesen, findet er. Aber am Tag vor dem Match hat der Niki auf einmal Fieber. Er hustet und schnuddert und ihre Mutter sagt zu der Sascha, so könne er leider nicht auf Bern ins Stade de Suisse. Die ganze Familie hat beraten und entschieden, dass der Papi allein den Match schauen könne. Sascha hat probiert, ihre Enttäuschung zu verstecken. Am Tag vom Finale steht sie viel zu früh auf. Sie hat vor Aufregung fast nicht schlafen. Der Rest der Familie ist noch im Bett. Der Papi kommt dann später mit dem Auto. Sascha macht sich eine warme Offi und packt ihre Sachen. Und dann geht sie auf den Bahnhof. Wo sie zum Treffpunkt kommt, steht Carla ganz alleine dort. Der Sascha kribbelt im Bauch. Die Carla lacht, wo sie Sascha sieht, und rennt auf sie zu. Sascha, bist du auch so aufgeregt wie ich? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Hey, oh, wie romantisch. Carla und Sascha. Was ist eigentlich dein Problem, Rihanna? Was Problem? Bist du eifersüchtig oder was? Eifersüchtig? Auf was denn genau? Zum Beispiel, dass Carla und ich Freundinnen sind? Ich glaube, ihr seid ein bisschen mehr als Freundinnen. Ja, und wenn auch? Geht dich das etwas an? Rihanna, hör einfach auf. Heute ist das Finale. Wir müssen zusammenheben. Tu nicht so blöd. Rihanna läuft ohne etwas zu sagen zum Treffpunkt. Die Carla schaut Sascha an und verdreht die Augen. Dann müssen sie lachen. Vor dem Finale kommt Sonja in die Garderobe zum Team. Die Mädchen machen mit ihr den Kreis. Hört mal. Ich will heute hier im Stade de Suisse nur etwas sehen. Ich möchte, dass ihr Spass habt.
Ihr könnt so stolz sein auf euch. Egal, ob ihr das Spiel gewinnt oder verliert, für mich seid ihr das beste Team, das es überhaupt nur geben kann. Also, freut ihr euch aufs Spiel? Ja! Dann ist gut. Und jetzt raus, Frauen. Hopp, hopp, geht und zeigt, was ihr könnt. Und dann ist es soweit. Sascha läuft das erste Mal raus. In ein grosses Stadion. Es ist, als wäre es nicht wahr. Wie im Traum. Ja, eigentlich ist es genau so wie in ihrem Traum. Ausser, dass es viel weniger Zuschauer hat. Sascha schaut auf die Tribüne. Und was sieht sie dort? Genau in der Mitte hebt jemand ein Transparent auf. Ach, es wird Abby, Sascha. Der Niki, total gut eingepackt mit Kappen und Schal. Und neben ihm die Mami und der Papi und die Grosseltern. Alle sind da und winken wie verrückt. Sascha muss fast brüllen vor lauter Freude und winkt zurück. Und dann sieht sie auch noch den Noah und ihren Lehrer. Der Sascha wird fast schlecht vor lauter Aufregung. Dann pfeift der Schiedsrichter den Match an. Fast alle ihre Gegnerinnen sind grösser als Sascha. Sie spitzen trotzdem einer den Böllen weg und spielt steil zu der Leandra. Die passt zu der Carla. Carla? Was macht denn Carla so weit vorne? Das ist viel zu gefährlich. Die muss doch in die Verteidigung. Aber die Carla dribbelt mit dem Ball bis in den Strafraum und schießt einfach flach ins untere Eckli. Goal! Was? Die Carla hat alle überrumpelt. Sascha ist als erste bei ihr und umarmt sie. Du bist auch die Beste. Aber es geht nicht lang und die anderen machen auch ein Goal. Und kurz vor der Pause kommen sie so einen Eckball über. Und die grösste von allen köpfelt den Böllen direkt ins Netz. 2:1 für die anderen. In der Pause macht Sonja den Mädchen Mut. Aber die Gegnerinnen verteidigen auch in der zweiten Halbzeit gut. Sascha und Triana probieren alles. Es funktioniert einfach nicht. Aber sie kämpfen und drücken und dann berührt eine Gegnerin den Böllen mit der Hand. Hands im Strafraum. Penalty. Sascha holt den Böllen. Ihr Herz schlägt bis zum Hals. Sie muss ihn einfach versenken. Mach's einfach mit Abby, denkt sie. Sie legt den Böllen auf den Penaltypunkt und nimmt Anlauf. Sie schaut der Goalie-Frau nicht in die Augen. Einfach so schiessen, wie es schon 1000-mal gemacht hast. Komm, oben, rechts, ins Eckli. Sie schiesst, schaut den Böllen an, der prätscht an die Latte und der Goalie-Frau direkt in die Hände. Das darf doch nicht wahr sein. Sascha verdeckt ihr Gesicht. Sie hat verschossen. Am liebsten würde sie in den Boden versinken. Da spürt sie eine Hand auf ihrer Schulter. Sie dreht sich um und Triana steht vor ihr. Easy, das passiert den besten Spielerinnen, sogar ihrer Womback. Komm, die machen wir noch fertig. Aber es bleiben nur noch 10 Minuten. Sascha kommt im Mittelfeld den Böllen über. Sie sieht Triana losspurten. Sascha macht mit einem Aussenrist einen scharfen Pass in freien Raum. Genau so, dass Triana noch verwutschen kann. Sie sprintet zum Böllen, ist schneller als alle Gegnerinnen und mit einem perfekten Timing haut sie voll drauf. Goal! Triana jubelt nicht einmal. Sie holt den Böllen aus dem Netz, spurtet zum Mittelpunkt und leitet ihn her. Jetzt geht's um die Wurst. Die Gegnerinnen spielen an, aber sie sind auf einmal ganz durcheinander, machen einen Fehlpass und Romy kommt den Ball über. Sie spielt ruhig zu der Leandra. Sascha sieht, wie der Schiedsrichter auf die Uhr schaut. Sie sprintet vorne. Die Leandra kickt zu der Rihanna, die Rihanna zu der Sascha. Sascha zurück zu der Rihanna. Die macht einen Ausfallschritt gegen rechts, zieht mit dem linken Fuß aus und haut den Böllen voll ins Netz. Ja! Goal! Und jetzt pfeift der Schiedsrichter auch noch ab. Sascha rennt zu der Rihanna und kumpelt an ihr rauf. Und dann kommen alle anderen Mädchen zu kumpen und schreien wie wahnsinnig. Auf der Tribüne liegen sich alle in den Armen. Unglaublich. Sie haben gewonnen. Und wo ist eigentlich Sonja? Die sitzt auf der Ersatzbank.
sieht ein bisschen erschöpft aus und schaut mit feuchten Augen dem ganzen Treiben zu. Aber sie hat nicht lange Ruhe. Die Mädchen rennen auf sie zu, lupfen sie auf und tragen sie zum Mittelpunkt. Dort ist schon alles bereit für die Pokalübergabe. Und wer steht dort? Sascha traut ihren Augen nicht. Der Herr Fröhlich, der Vereinspräsident. Was macht denn der da? Er hat den Pokal in der Hand und als er ihn ihnen übergibt, sagt er: Gratuliere, Mädchen. Ihr habt einen unglaublichen Match hergelegt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ihr habt recht. Die Mädchen gehören auch zu unserem Verein. Und ihr kommt jeden Rappen von diesen 814 Franken wieder zurück über. Sascha ist ganz verdattert. Und dann sieht sie auch noch den Niki über den Platz rennen. Er schwenkt sein Transparent und spurtet auf sie zu. Wow, Sascha! Meine Nerven! Das war ja spannender wie ein Krimi. Wir sind das beste Mädchenteam auf der ganzen Welt. Und du bist einfach der beste Bruder auf der ganzen Welt. Sascha umarmt den Niki und sieht hinter ihm die Carla. Sie schauen sich an, ganz lang. Sascha drückt ihre Brüder noch fester und kann schreien vor lauter Glück. Aber dann hört man jemand anders schreien, nämlich den Noah. Hey, ich habe es ja schon immer gesagt. Ihr seid die neuen Abbys. Let's go! Wer macht den schärfsten Kopfball? Wer schießt die meisten Goal? Denkt immer zuerst das Team und bleibt sich selber treu. Abby! Abby! Eben! Darum mach's wie Abby, mach's wie Abby, Sascha! Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.